Erster Teil. Daheim in den Staaten. Dein Leben ist planbar. Die Briefsendung kam während der Besinnungszeit, jede geheiligten Stunde nach dem Abendessen, in der wir durchgehen, was wir am jeweiligen Tag erreicht haben und was wir am kommenden Tag erreichen wollen. Wir saßen im Wohnzimmer, meinem Lieblingsraum im Haus, mit dem gemauerten Kamin und den wandhohen Regalen, in denen die Bücher nach Wissensgebieten geordnet stehen. Dad korrigierte das Manuskript seines neuesten Buchs »Produktiver Leben – ein Wegweiser in 2000 einfachen Schritten«. Mom schrieb etwas in ihr Erfolgstagebuch und ich nahm mir meine Lebensziele vor. Soweit war ich bisher gekommen. Russell Spores Lebensziele. Erstens. Den besten Abschluss an der Seattle Academy of Academic Excellence erzielen, mit einem Schnitt von mindestens 5,3, sprich 150 von 100 möglichen Punkten. Zweitens. Mit Auszeichnung in NZE, noch zu entscheiden, an der Elite-Uni Wasser promovieren, plus eine extra Auszeichnung wegen Namensgleichheit und so weiter. Drittens. Mit 25 eine Liebesheirat mit einem 1,92 Meter großen, blonden Chirurgen oder Richter eingehen, bis 35 3 Kinder haben, 2 Mädchen, einen Jungen. Viertens. Bis 37 das ultimative Buch über NZE veröffentlicht haben. Fünftens. Den Pulitzer-Preis verliehen bekommen. Besonders zu schaffen machte mir an dem Abend Punkt 2. Bis zum Promotionsstudium waren es nur noch 6 Jahre, das hieß, ich durfte keine Minute vergeuden. Die aussichtsreichste Kandidatin dafür, als Beste des Jahrgangs abzuschneiden, bin ich nämlich nicht etwa deshalb, weil ich hochbegabt oder super schlau wäre, oh nein, sondern weil ich auf das große P setze, Planung. Das Glück ist mit denen, die es wohl vorbereitet findet. Louis Pasteur. Meine Rivalin an der Highschool, Wendy Stiepacker, plant nie irgendwas. Sie schiebt alles bis zur letzten Minute auf und presst es sich dann im Schnellverfahren rein. Wer wie sie ein halbes Genie und mit einem fotografischen Gedächtnis gesegnet ist, kann sich sowas leisten. Im Rennen um den ersten Platz liegen wir Kopf an Kopf. Momentan jedenfalls. Natürlich hatte ich noch andere persönliche Lebensziele. Bloß waren die nicht für die Augen meiner Eltern bestimmt. Zum Beispiel endlich einen festen Freund haben. Ich hatte auch schon einen im Visier, John Pepper, wobei meine Eltern ganz grundsätzlich wohl nichts gegen ihn einzuwenden hätten. Er wurde als einer der ersten männlichen Bewerber an unserer bis dahin reinen Mädchenschule aufgenommen, ist groß, blond, kleidet sich ausschließlich in den 3 Grundfarben, will Neurochirurg werden, hat nur ein ganz bisschen Akne und braucht nach einer erfolgreichen Laseroperation nicht mal diese scheußlich dicken Brillengläser zu tragen. Er entspricht voll und ganz meinem Prototyp. Dass ich eine überwiegend auf Kohlenstoff basierende Lebensform bin, die dieselbe Schule wie er besucht, hatte er bisher zwar noch nicht annähernd zur Kenntnis genommen. Aber hier gilt für mich wieder einmal das Motto, geplant, getan. Auch wenn meine Eltern mit dem Einwand kommen, dass sich eine ernsthafte Beziehung nicht mit dem Plan verträgt, in ein Elite-College aufgenommen zu werden. Jungs sind wie Wasser, überall und immer zu haben, ließ Mom zu dem Thema verlauten. Eine erstklassige Uni zu besuchen, ist eine einmalige Chance. Ich verkniff mir die Bemerkung, dass Wasser sicherlich überall und immer zu haben ist, es sei denn, man befindet sich rein zufällig unter einem Zeltdach in der Sahara.